Herzlich willkommen bei Security TV. Wir sind uns einig. Es soll nicht jeder dürfen eine Waffe in die Finger nehmen. Aber wegen dieser Waffeninitiative darf jetzt jedes Maul auftun, ob er eine Ahnung hat oder nicht. Ich meine, bei dieser Initiative gibt es dafür und dawider. Die einen wollen einfach das Obligatorische retten, obschon der Einzelschuss auf 300 Meter auch aus Sicht von uns privaten Security-Unternehmungen total daneben ist. Ich meine, bei einer Konfrontation, da musst du blitzschnell reagieren. Da kannst du nicht wie im Schützenstand am Boden liegen und davon ausgehen, dass sich das Ziel ruhig verhält. Jetzt bei der Mobilmachung. Wenn ein Sturmgewehr daheim hat und sich der Weg zum Kantonament mit dem System Einzelschuss freischießen, bei jedem Hindernis am Boden geht, dann hat doch der Vorkriegsausbruch eine Lungenentzündung und Särbeln da weg. Wenn die Initiative durchkommt, dann bleibt das Sturmgewehr im Zeughaus. Dann muss sich einer aus dem Engadin seine persönliche Waffe zuerst im St. Galler Rheintal abholen. Und im Fall der Mobilmachung haben wir vor dem Verein-Tunnel einen Stau, nichts Schönes, Katastrophe. Mir persönlich kann das Waffengesetz nicht anhaben. Wenn mir ein frech kommt, Nasengriff. Die von der Suva sehen es zwar gar nicht gern, wenn wir bei einer Intervention den Nasengriff anwenden. Nicht? Du musst aufpassen, dass du noch nicht an einem Piercing hängen bleibst. Trauriges Schauen. Aber die grösste Gefahr, der Armeechef hat es deutlich gesagt, geht jetzt ein Dachs vom Cyberspace aus. Hier, Computer, Wikileaks, Hacker, wie man sagt, die hier ins Blaue rausdöckeln. Das Gefahrenpotenzial siehst du so einem Computer nicht an. Da kommst du mit der besten Menschenkenntnis nicht weiter. Da gibt's nur eine Lösung. Dienstwaffe führen und dann ist fertig gemaulet.